da bin ich auch zwiegespalten. Einerseits bin ich froh, dass niemand da ist, weil es ist kann nichts falsch laufen, kann nichts schief laufen. Andersrum, wäre ich froh, dass einmal, wie soll ich sagen, mal etwas vielleicht schief laufen tut, zu merken, dass es gar nicht so schief ist, dass ich mich auch weniger nervös fühle, bevor ich live gehe. Wieso ist es immer so, was ist, wenn jemand kommt, dass jemand kommt? Ich habe schon mit zwei, drei geredet, aber dort ist es auch mehr, ja, also haben wir einfach mehr so miteinander geredet, wie jetzt, dass jemand gekommen ist und explizit gesagt hat, aber ja, könntest du mir vielleicht da mal eine Sicht von außen geben? Also jetzt so ein bisschen überspitzt. Da wäre dann wieder, oder dann mit der Erwartung, und man dürfen nichts falsch machen und so und Sachen, aber einfach so ein bisschen reden, das geht ja eigentlich gut, weil dann ist wie nichts erwartet, aber oder wäre ich auch mal froh, wenn ich das einmal so im Online-Kontext, weil privat weiß ich, dass es geht, weil ich mich also die ganze Zeit so erlebe, oder? Und auch Rückmeldungen habe. Aber live ist schon, ist noch nicht passiert, oder auch wieder, wie das, was ich erzählt habe, ein Neuland. Und das macht am Anfang immer ein bisschen gewisse Angst, bis man mal merkt, das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Und ja, ich glaube, ich tue da auch für mich einfach meine Messlatte viel zu hoch setzen. Weil ja, ich erlaube mir da schon fast nichts falsch zu machen, dass ich einfach so Angst habe. Aber ja, ich versuche es mir immer wieder so zu sagen, wäre ich böse, wenn ich irgendwo hingehe und der Mensch schreibt, ja, schauen wir mal deine Themen zusammen an und dann kann man nicht helfen, wäre ich auch nicht böse. Oder ich meine, er meint so gut, will helfen und, oder will unterstützen. Aber dort ist es für mich noch völlig okay, aber eben so bei sich selber ist man immer strenger. Irgendwie. Oder ich zumindest. Und da bin ich, das bin ich mir dann immer wieder so am Relativieren. Ja, ich würde bei anderen auch nicht blöd tun. Und so tue ich mich dann auch wieder sagen, ja du eben, dann habe ich halt vielleicht nicht so können helfen, wie ich es gerne hätte wollen, aber ich habe es versucht. Eigentlich darf ich stolz auf mich sein, oder? Anstatt mich fertig zu machen, so, jetzt hast du es nicht geschafft. Genau, da wäre halt, wenn einmal jemand kommt und mal das Ganze so, wie ich es mir vorstelle, auch, sagen wir mal, vonstatten kommt, dann kann ich auch mal schauen, dann kann ich auch lernen, mit Misserfolg oder Erfolg umzugehen. Dann würde es auch wieder, würde ich auch wieder ganz anders die nächsten Mal dran angehen. Aber ja, ich bin immerhin nicht die ganze Woche nervös. Nicht wie wenn ich Prüfungen hatte. Eigentlich nur kurz vorher. Ja, jetzt, nein, das Mal ist es sogar sehr gut gegangen. Bin eigentlich nicht so nervös gewesen. Hm. Mehr dann, wenn ich live bin, oder? Und dann so jetzt wie jetzt gerade vorher habe ich nicht gewusst, was reden, weil mir nicht in den Sinn gekommen ist. Und dann habe ich mich auch doof fühlen. Ja, aber ich versuche auch offen und ehrlich darüber zu reden, wie ich mich fühle in so Situationen, weil ja, ich höre immer mehr raus, oder auch wenn ich mit Menschen rede, dass eigentlich alle die gleichen Probleme haben oder ähnliche Ängste haben, sagen wir es so. Und es tut auch mir gut zu wissen, wenn andere auch noch eigentlich auch, sind auch unwohl ist, nicht zum Denken, so, ja, ein anderer hat es auch unwohl, sondern so, ich bin ja gar nicht ganz allein mit meinem Sein, oder? Und ja, wir haben alle viel mehr Gemeinsamkeiten, als wir uns als wir das glauben, weil man halt dann ungern darüber redet, oder? Weil man dann als schwach wirkt oder das Gefühl hat, oder wenn niemand darüber redet, davon ausgeht, man ist der Einzige, oder? Und wenn ich jetzt darüber rede, dann bin ich ja der einzige schwach. Und das will niemand schwach sein. Und durch das, dass ich mittlerweile einfach auch weiß, dass viele die gleichen Themen haben, weiß ich, dass ich nicht schwach bin, wenn ich über das rede, sondern es ist eigentlich dann auch eine gewisse Stärke, mal anstehen und sagen, hey, schau, mir geht's so, dass auch andere können sehen, hey, jo, mir geht's auch so. Und dann dann kann man auch mal über die Themen reden, weil man weiß, okay, der Mensch versteht mich, oder? Oder auch, ja, dann merkt man auch, okay, es sind immer mehr eigentlich auch so Themen, ja. Und dann können auch mehr offen und ehrlich auch darüber reden und dann kann man auch mal, ja, über so Themen reden, wo sonst an Reibungen laufen. Oder halt mal ehrlich anstehen und sagen, ja, okay, ich habe das anders gedacht, habe jetzt einen Fehler gemacht oder einmal zu seinem Zeug stehen. Wir dürfen ja gar keine Fehler mehr machen oder wir erleben uns überhaupt keine Fehler. Das ist auch etwas. Äh, als Kind gehst du um, stehst auf, laufst weiter. Als Erwachsener darfst du gar nicht erst umkehren. Und wenn du das machst, dann finden so viele einen Weg, zum nicht schuld zu sein, dass es, ja, was kannst du machen, wenn du nicht mehr argumentierst? Oder was macht jemand, wenn er nicht mehr argumentieren kann? Dann wird er gewalttätig und das oftmals halt verbal. Ähm,
Und dann tut er einfach den anderen verbal niederstrecken, oder? Also eigentlich kann man davon ausgehen, wer kein Argument hat, wird verbal angriffig. Und ja, genau. Und da sollte man halt auch können sagen, du schau, ich habe jetzt vielleicht einmal eine andere Meinung gehabt, ich habe meine Meinung geändert oder ich will mal andere Meinungen anhören. Und das ist heutzutage auch gar nicht so einfach, andere Meinungen anhören, ohne dass man seine eigene gerade muss verteidigen oder besser gesagt, man verteidigt nicht seine eigene, man macht meistens am anderen seine Meinung kaputt. Also man tut den anderen in dem Sinne angreifen. Und das ist mega schade. Oder? Wir haben das so, nehmen wir uns extrem viel Wachstumspotenzial auch weg, wenn man gar nicht erst zulässt, was ein anderer denkt. Man muss ja nicht der gleichen Meinung sein, aber mal etwas anderes zulassen, weil man kann ja eigentlich nur wachsen, wenn man auch andere Meinungen hat. Wenn man, oder sonst ist es ja immer gleich. Was immer gleich ist immer gleich. Das heisst, ich komme nicht plötzlich auf die Idee, es könnte ja anders sein. Also selten, oder? Menschen, die sich mit sich auseinandersetzen und wachsen wollen, die kommen da selber drauf. Aber sonst ist es, Interaktion ist eigentlich sehr förderlich für unser Wachstum. Und wenn alle nur die gleiche Meinung haben, dann wachsen wir nicht. Dann haben wir halt die gleiche Meinung, können über das Gleiche abziehen, können über das Gleiche lachen, aber wir haben kein Wachstumspotenzial. Wir sehen die Welt nur noch so. Oder? Und das ist meiner Meinung nach nicht so förderlich, wenn man nur noch eine Meinung hat, weil das wird dann immer grösser, oder? Die Meinung wird dann immer, fremde Meinung wird dann immer bedrohlicher. Oder weil man ja nur immer das Gleiche hört oder gar nicht andere mehr zulässt und dann plötzlich mal jemand mit einer Meinung kommt, die wird dann plötzlich als bedrohlich angenommen. Mal jemand eine andere Meinung hat. Oder? Und viele äußern ihre Meinung schon gar nicht mehr. Oder eben, weil sie Angst haben, gerade runtergeboxt zu werden. Ich meine, es ist ja nicht geil, wenn du etwas sagst und wirst eigentlich heutzutage nur noch angegriffen, dann bist du irgendwann ruhig, äußerst deine Meinung auch nicht mehr. Oder? Das ist auch nicht verwerflich, das ist völlig verständlich. Oder ich weiss auch Teilsorten, wo ich einfach nicht darüber reden will, weil es einfach, ja, man kann halt einfach an Teilsorten aktuell nicht drüber reden mit Teilsleuten und das ist auch völlig okay. Oder es ist einfach schade, oder? Und weil halt einfach der Diskurs fehlt. Dass man einmal auch anders wieder kann denken und weiterkommen.